Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead auf Pelzig. In der letzten Episode haben wir ein bisschen mit der Christa und mit dem Omid gesprochen, mit den zwei Neuen, die wir kennengelernt haben. Und wir haben hier eine Lötlampe besorgt im Bahnhof. Und dafür haben die Clementine und ich 3 Walker erledigen müssen. War zwar mit ein bisschen Angst verbunden, aber wir haben auch mal eine ernste Situation gezeigt und sie wird sich das Ganze schön merken können, denke ich. Ja, jetzt müssen wir die Anhängerkupplung zerstören, damit der Tanker nämlich von der Brücke runterhängt. Genau, und dann können wir mit dem Zug weiter. Ah jo, dann kommen wir mit abgebrochener. Da haben wir nix, oder? Was ist da noch? Käfig. Okay. Federal Rescue Service. Da wären vielleicht noch ein paar interessante Sachen dabei gewesen. Aber Schneidbrennermaske oder sowas haben wir jetzt nicht. Das müssen wir jetzt wohl so machen und sollten wohl nicht hingucken dabei, denke ich, ne? Ja, die... Vielleicht nochmal mit dem Omid sprechen. Dude, you're cutting metal with fire. How could it not? What's up? The hose has a leak in it. Oh. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Aber wir haben das Universal Heilmittel. Wir haben noch Klebeband. Hilft immer. Hope this holds. Aber jetzt. Na, Allah. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Oh oh. Okay. Hui. Thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. Hm. I can't reach it now. Okay. Komm schon dran. Dann er. Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. Okay. Hell you are. Mal wieder eine super Sache. Überhaupt nicht gefährlich. Son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Trophäe erhalten. Schau hinter dich. Scheiße, da kommt eine ganze Herde marschiert. Oh nee. Die haben sich wahrscheinlich gesammelt wegen dem Zug und sind den Weg die ganze Zeit hinterher marschiert, kollektiv. We gotta go. Omid, cut! Werden wahrscheinlich vom Zug angezogen worden sei. Und sind dann ganz langsam dem Zug hinterher marschiert in die Richtung. Und ja, jetzt haben wir es als Problem. Kitty, go! Wow, okay. Scheiße. Oh. What the hell do we do now? Die Lötlampe. Da haben wir eine Flamme, da können wir eine Feuerwand The God machen. works. Holy crap. Uah. Ach du Scheiße, und jetzt weg. We gotta jump. What? No way. Ich glaube, ich steht mich an der Trauer. Jump! No. Jump, damn it! Still no. Fine. Ja, ich wollte ihn jetzt nicht schubsen. Hoppala. Ah. Oh oh. Ihm sollte ich helfen. Oder? Sie ist ja fast da, aber er hat ein Humpelbein. Komm her. No, her, not me. Du hast zuerst Omid gerettet. No. Fuck. You piece of shit. She's a woman. Don't you know? Ja, aber du hast ein Humpelbein, Junge. Baby. It's okay, honey. I'm okay. Und sie hätte mich wahrscheinlich umgekehrt angepflaumt, hätte ich ihn nicht
zuerst rausgeholt, weil er verletzt war. Jetzt geht gleich der ganze Truck hin in die Luft. Are you hurt? No, we're okay. Speak for yourself. My leg is spot. Ja. We're fine, Clementine. We're fine. Und Kavums. Oder? Nicht Kavums. Okay. Dann halt nicht. Ich habe gedacht, mir verlassen sie jetzt mit einer gigantischen Explosion. Aber okay, war wohl nicht der Fall. Oh, Zeichnung von Kenny hat sie gemacht. Boah, schnauft mein Kater derzeit. Ich höre ihn die ganze Zeit über die Kopfhörer. Oh. Familienbild gemalt. Next stop, the Atlantic. We have to find a boat. We just have to. Ja. We will. Mann, Omega. Das war richtig hart, die Episode, finde ich. You'll be all right. I'll be alive, I guess. Blood in my heart. Blood in my blood, Ja. at least. I'll leave you to your thoughts. Wie nett. She's Du out wirst cold, nie but heilen, we'll hätte ich see. jetzt nicht sagen wollen. Hoppla. What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. Hoppla. Thought that fucking thing was broken. Ja. So did I. Well, sounds like somebody knows where we're headed. Who the fuck? Wir haben I don't einen know. I Stalker. doubt we're gonna be happy when we find out. Unangenehm. Da sind wir auch schon. Oh, jetzt hätte die furchtbar deprimierende Episode auf Trophäe erhalten. Hör mir zu. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? We need to focus on finding the boat right now, Clem. Like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him? If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you! Wah. The Walking Dead Episode 4 hinter jeder Ecke. Ja, jetzt ist aber zum Glück mal diese furchtbar deprimierende Episode 3 ein langer Weg oder der lange Weg vorbei. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, weil der Deal ist wirklich ein reines Drama und es waren so viele schlimme Sachen zu verkraften. Und dann gucken wir mal wegen der Entscheidungen. Schneller, barmherziger Tod. Hast du das Mädchen auf der Straße getötet? Nehme ich mal an. Hast du Mädchen auf der Straße? Nee, ich bin kein Zuhälter, ich habe kein Mädel auf der Straße. Du und 59% der Spieler sie nicht erschossen. Okay? Scheinen die meisten wohl so knallhart zu sein wie ich oder wie der Kenny. Zurückgelassen. Hast du Lilly zurückgelassen? Du und 45% der Spieler sie nicht zurückgelassen oder sie zurückgelassen. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, die hätte ich einfach nicht mitgenommen. Ich finde die auch schrecklich unsympathisch, die Lilly. Konfrontation. Hast du mit Kenny gekämpft? Du und 54% der Spieler haben gegen ihn gekämpft. War ja auch nötig, um ihn Vernunft einzubläuen. Eine schwere Last. Hast du Doug erschossen? Du und 81% der Spieler haben ihn erschossen. Ja, wie gesagt, sowas muss einfach kein Elternteil machen, finde ich. Eine helfende Hand. Hast du Omid geholfen? Du und 60% der Spieler haben Omid geholfen.
Ja, ihr liebe Leute, gebt mir doch mal Bescheid, wie ihr wieder gehandelt hätten oder ob ich wieder vollkommen den Neverkauer habe oder ob ich in eurem Sinn gehandelt habe. Es würde mich mal wirklich sehr interessieren, wie ihr bei der Situation so gehandelt hätten. Ja, damit ist auch die Episode Der lange Weg vorbei. Und in der nächsten Episode wird es wieder ein bisschen psychoterrorlastischer, wie ihr gesehen habt. Wir haben ja jetzt einen Stalker. Aber, wissen wir was, das brauchen wir ja nicht. Das brauchen wir ja nicht, glaube ich, ne? Das Dingens. Kann man das nicht irgendwie... Hauptmenü, ja. Ja, komm. Ja, es wird mich, wie gesagt, interessieren und der nächste Teil, der wird halt psychoterrorlastiger, da wir jetzt einen Stalker haben, der es auf uns abgesehen hat. Ihr seht dann, so sieht's dann aus, hinter jeder Ecke. Vor allem der Kenny guckt sehr sympathisch, wie ich finde. Er sieht auch überhaupt nicht aus, als wäre er irgendwie zurückgeblieben oder so. Aber ich freue mich tierisch auf den Teil. Der dritte Teil, die dritte Episode, die ich da jetzt durchgezockt habe, die war mal immer ein bisschen zu dramatisch, immer zu fast schon deprimierend. Das zieht einen so richtig runter mit dem, was da alles passiert. Und die vierte Episode wird wieder schon ein bisschen cooler, finde ich, auch wenn es schon dramatisch ist teilweise, was da passieren wird. Aber es kommen ein paar richtig coole Sachen wieder dabei. Und die fünfte wird richtig, richtig geil. Freuen euch dort drauf. Du wirst uns dann zum Schluss wieder alles einholen, was wir so das Spiel über entschieden haben. Jo, da bleibt man nämlich viel zur Sache, als wir sehen uns in der nächsten Episode von The Walking Dead auf Pelzig, wo wir dann hinter jeder Ecke die vierte Episode anfangen. Machen's gut bis dahin und vielen Dank, dass ihr The Walking Dead weiter mit mir gucken. Ihr seid echt die Beste. Machen's gut bis dahin, ihr liebe Leute. Euer Yankee.